Anno 1800. Klarer Himmel. Ein Spiel. Ein Spiel. Kann ich nicht anders sagen, Freunde, ist einfach ein Spiel. Im Prinzip ja auch ein geiles Spiel, da will ich gar nicht großartig dagegen anstenkern. Vor allem in der neuen Welt macht es eigentlich Spaß, obwohl wir teilweise auch ein bisschen Probleme haben, aber jetzt im Vergleich zu dem, was wir, was in der alten Welt so los ist. Also, neue Welt, Probleme, ja, aber nicht viel im Vergleich zu dem, was wir in der alten Welt haben. Wir Dort haben ist es noch einen immens. weiten Weg vor uns. Okay, ich schalte jetzt mal doch trotzdem den Kaffee frei. Finale Post haben sie auch, okay. Da gehe ich noch einen Schritt weiter. Noch überall noch ein Upgrade. Dann habe ich jetzt auf der Insel nur obrere Arbeitskräfte. Obreros. Nur die, keine andere Bevölkerung. Und ich hoffe jetzt mal, dass hier das Ding mal ein bisschen hochgetrieben wird mit den Bewohnern. Klar, ihnen fehlen die Nähmaschinen, mein Gott, mir fehlt auch alles Mögliche. Und trotzdem meckere ich nicht so herum. Okay. Hier noch so ein Thema, ob ich das nochmal irgendwie anders bauen will. Weil ich ja alles andere zufrieden bin, ganz ehrlich gesagt. Der Düngerwerk und so, ich meine, der Radius hier ist ja nicht schlecht. Dazwischen bauen, ja, ist eine Option. Vielleicht muss ich das irgendwie anders herumbauen. Hat das nicht irgendwie hier drüben schon ähnliches Problem gehabt und es aber einfach so gelöst war? Wenn ich halt auch mehr Dünger und so komme. Klar, Düngerwerk ist hier voll. Ich könnte theoretisch wieder ein bisschen Dünger holen. Ich sag's dir, mit gepuderten Händen kannst du nicht anständig arbeiten. Auch halt hier die fucking Milch, das ist natürlich auch so ein Thema. Aber wenn das Insellager voll ist und das mit der Milch momentan auch voll ist. Wenn ich es dann brauche, wird es dann dringend sein und dann habe ich sonst ein Problem. Also. Mit der Hacienda, da muss ich wieder umdrehen. Die müssen einfach nach unten. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Lösung. Wir gucken mal, wir gucken mal. Was ich auch noch gucken wollte, wenn ich gerade dabei bin. Allein der Anblick dieser zahnlosen Burschen tut mir in der Seele weh. Ich danke den Musen, dass sie mir dieses Arbeiterleben erspart haben. Schöner Elektrohandbohrer. Wäre auch mal eine Idee. Produktivität plus 40%. Den könnte man sogar ein paar Mal produzieren. Ich mache den direkt mal nach den Dingern hier oben. Nach der Ölquelle verschieben. Ja, komm, machen wir noch einen normalen Speed. Das gehen wir sonst auf den Sack hier. Was mir auch ein bisschen auf den Sack geht, aber muss ich mich jetzt kümmern. Vielleicht das ähnlich wie wir vorhin gesehen haben. Dann eine Insel anordnen. Ja, dann müsste ich eher nach oben hin, wa?
Sowas in der Art wäre zwar auch eine Idee. Das Spiel laggt plötzlich. Vielleicht mit unten noch ein bisschen Abstand reinpacken. Das war dasselbe, was wir vorhin hatten. Nur halt einfach gedreht das Ganze. Die Dinger hier sind halt auch größer, die Felder. Aber wohin damit? Genau, das frage ich mir auch. Hä, aber warte mal. Okay, würde eigentlich heißen, statt so dazwischen. Die Dinge dann eher so dazwischen bauen. Ja, meine Option wäre es zwar, aber die auch näher dazwischen bauen, dem vielleicht sogar hier hin, damit es einfacher ist, die Waren zu holen. Dann hätten wir es quasi ungefähr so. Natürlich hier nochmal die Zwischenlinie, ist klar. Ich werde erstmal gucken, wie es dann hier aussieht. Hä? Mal gucken, wenn ich den baue, wäre er überhaupt noch im Einflussbereich, also könnte ich hier überall was machen. Kein Lagerhaus in Reichweite. Ja gut, jetzt mal abgesehen davon. Herrgott, das ist gerade schwierig. Okay, es wird gehen. Ich wäre im Einzugsbereich. Okay, okay. Schon Mittagspause? Es war verdammt eng hier oben, aber gut. Also ein anderes Thema. Okay, das heißt, die ganzen Dinge hier könnte ich bauen. Vielleicht auch andersherum aufstellen, wäre eine Idee. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sehr gut. Dann gucken wir nochmal, ob wir das eine Problem direkt schon mal lösen können. Wir hier ein bisschen Ölprobleme haben. Eine Ölroute. Natürlich nur eine temporäre. Axum. Wo ist er überhaupt? Schiff vom Stapel gelaufen. Ordwin 2 direkt mal holen. Nein, Axum ist direkt schon mal hier.
Neue Gruppe. Wie nenne ich die? Wie nenne ich die? Hallo? Ah, hier. So, Öltransport, alte Welt, neue Welt und dann den eben mal. Zack. So. Werden der jetzt hin? Also. Hat ihn auf der falschen Insel. Okay. Zurück zum Thema hier. Weiter unten hinpacken, wa? Zuckerplantage, Massplantagen, Orchideen, Suchbetrieb, genau. Also glaube ich habe den hier. Ein Getränkehersteller, Eiscremefabrik und Labormedizin. Man muss halt den zur Not nochmal bauen, was ich nicht wirklich haben möchte. Ja, eigentlich schon. Eiscremefabrik und Labor. Ja, Eiscremefabrik wäre natürlich eine Option noch. Huch. Der ist auch drin. Getränkehersteller. Ich will gar nichts wissen. Ich will es gar nicht wissen. Das Item, okay, haben wir mehrmals drin. Eine Chemiefabriken und Hacienda Düngerwerk. Noch drin? Ja, in dem Fall, war. Das sind jetzt die Items, die ich ursprünglich mal hier drin hatte, aber es müssen die sein, weil das andere macht ja keinen Sinn. Ein Düngerwerk ist auch gerade interessant. Items für das Düngerwerk, ja. Dann nichts wie los. Man kann die natürlich auch anders hinstellen. Man kann da irgendwie auch richtig hingebaut werden. Dankeschön. Okay, der hat nicht so einen großen Radius wie gehofft. Nein. So, den wollte ich ja. Was? Er ist doch gelöscht. So, okay. Ein Feld unten. Mache das unten wieder. Theoretisch hier durch könnte. So.
Rein theoretisch wäre das eine Möglichkeit. Müssen wir nach außen setzen. Okay, jetzt hier nochmal einen. Du hast halt hier das Problem, falls er jetzt hier vorhatte, für Düngerwerke noch einen hinzusetzen, wird das momentan ja gerade schwierig. Und das Häuschen selber eigentlich auch höher setzen könnte. Jetzt kommt die Fummelarbeit wieder. Also natürlich da oben wieder ein Problem. Wenn das einfach hier unten bleibt, dann kommt im Radius einfach nur der rein und die hier dafür nicht. Ist halt, ja, schade halt, wa? Oder andererseits, warte mal. Da sagt er gerade die Bauphase vom Ölkühler verschieben. Ja, das war klar. Mein lieber Hacienda Produktion. Schön. Und dann überlegt, ob ich vielleicht die Dinge doch hier auf die Seite verschiebe. Ja, Senderradius wird hier noch gedeckt werden. Hätte hier das Kabäusken, hier das Ding. Ich könnte eben da noch, in dem Fall würde das funktionieren, hier einen hinsetzen, der nur für die Dünger funktioniert. Also ganz kurz mal die Dinger wieder aktivieren. Sonst gibt's Probleme. Na gut, kann ja machen, was er will, war. Da kriege ich nie alle Gebäude hin. Ja, dafür hier oben halt wieder eine besondere Situation, dass er die eigentlich alle schön hier hinsetzen könnte. Sogar mit dem würde es noch reichen. Wo sind wir jetzt schon stehen geblieben? Hier mit diesen Lagerhäuschen. Hier nochmal eins hin, falls er irgendwie Probleme hat. Natürlich ein Problem haben ist hier. Moment, das ist was. Weil ich es hier anders gebaut habe. Der ist ein bisschen im Weg.
Frage ist, ist hier ein Tanko, was müssen sie eigentlich umdrehen? Wobei, ich habe da auch einen Tanko, aber das spielt gar keine Rolle. Egal. Ja, da wäre es halt schön in der Linie, okay, aber... Daran soll es jetzt mal nicht scheitern. Okay, die zumindest schon mal da. Für die Rallala, für die Rallala. Ob ich oben nochmal einen hinkriege, pff, keine Ahnung. Ob ich einen hinkriegen will, eher unwahrscheinlich. Dann mal den dahin. Da habe ich schon aktuell mal ein Gebäude. Und hier oben noch ein paar. Fehlende Waren, Lager, im Gesamtlager, Dünger. Ja, habe ich jetzt noch Dünger oder gar keine mehr? Doch, 10. Oder mit dem hin will, aktuell weiß er gerade auch nicht. Die Polizeiwache hier oben nochmal eine. Passen wird's, ja. Und plötzlich hat er keinen Dünger mehr. Da hatte ich ja mal so viel fucking Dünger. Nachfragezahl von 4, Versorgung 5, okay. Voller Warenausgang, ernsthaft jetzt. Hier, wo es überall Nähe so die scheiß Magazine hat. Ich habe doch schon alle Volkslieder gespielt, die ich kenne. Ja, ich weiß das. Ist auch kein Problem für mich, Herr Chef. 23 Minuten, das geht eigentlich noch. Gut, was ich eigentlich mache, ist auch eine Frage für sich. Und der ist noch okay, aber das Häuschen hier braucht dafür auch nicht. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ein epischer, so. Da hätte auch einen epischen Effekt, aber gerade gesehen. Vielleicht später mal mehr dazu. Sonst habe ich alle Kasernen abgegradet schon, war. Vermute, wenn wir mal hier noch ein paar mehr brauchen. Kann man durchaus vorstellen, wenn die ganzen Farmwinkel angeschlossen sind. Hola! Hola, chica! Die beiden Ölquellen müssen definitiv weg. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? Und 58, ja, okay. Also da ist die Route mit dem Ölhafen, die funktioniert. Oder was? Maschinen laufen an. 400. Ja, aber das ist gerade zum ersten unterwegs, weil er gerade zu langsam ist. Das würde ich denen noch zutrauen.
Frage, oder wo platziere ich den? Vielleicht ein bisschen weit nach unten. Vor allem das so bleiben mit der Handelskammer hier. Brauche das hier vermutlich eher weniger. Könnte deswegen den hinpacken und mit denen noch irgendwas Kluges anfangen. Das wäre theoretisch noch Platz für den da oben. Was echt mal gebraucht würde. Spiel gespeichert, genau. Und dann eben natürlich noch die Konstellation hier. Dann könnten wir jetzt die mal vorübergehend so belassen. Natürlich ein bisschen näher ranziehen und so, das ist klar. Aber bis ich mal die Öldinge hier verschoben habe, vor allem die beiden Ölquellen hier, den kann man eigentlich momentan noch weglassen. Ja, hier nämlich sehr gut einfach. Einfach ist, einfach hier hinten einen hinsetzen, den hier vorne. Und dann müsste es eigentlich funktionieren, glaube ich, oder? Also wie gesagt, der ist jetzt einfach mal vorübergehend. Und dann steigt nochmal die Megaproduktion. Oh ja. Sie können natürlich noch ein bisschen näher ran. So, wäre eine Idee, oder? Das so zu versuchen. Dann hier haben wir es noch upgraden. Dinge haben wir zum Glück noch genug. Ach ja, immer wieder schön, wenn ein Plan aufgeht, wa? Zumindest vorübergehen, wir sind noch lange nicht am Ende, da kann noch so viel passieren. Ich hatte auch hier manchmal das Gefühl, eine falsche Bewegung, mir wird alles im Kopf zusammenbrechen. 2033, okay, natürlich steigende Produktivität schon mal, das gefällt mir. Okay, ja, noch ein bisschen Holz. Ich kann trotzdem schon mal runter, wieder neue Materialien aufnehmen. Bitteschön, Dankeschön und tschüss. Ja, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Angst davor, die Dinge hier zu aktivieren. Vor allem natürlich jetzt, nachdem wir hier sehen, was hier mit dem Dünger los ist. Schrägstrich, dass hier gar nichts los ist. Am meisten verwundert ist halt, dass hier unten... Klar, ich habe 4 Düngerwerke und so, ist mal alles klar. Und das Lager hier ist voll. Produzieren die denn so viel Abfall? Und ich habe hier einfach jetzt ein Problem, weil die ja nicht mehr so viel produzieren an Rindfleisch. Von dem ich grade die einfach mal ab. Und packen wir das eine Item drauf. Der ist eigentlich fast schon ein bisschen verschwendet dafür, für die Düngerwerke. Nutzpflanzen farmen, Guten Mutterhör weiter unten einsetzen. Doppelte Redundanz. Oder ist das jetzt leider ein Problem deswegen, weil sich das Spiel jetzt sagt, hey cool, ja, Dünger, Nachfrage, dafür jetzt Versorgung, geil, aber Missproduktion dafür, Nachfrage, kann weniger produzieren, scheiße. Kann ja deswegen jetzt einfach wieder mehr Rinderfarmen oder so irgendwie hinstellen.
Natürlich lasse es alles weg und sage mir einfach, hey, ich habe hier unten genug Dünger, komm, ich spendiere euch was. Eine Runde Dünger. 4 von 8, oder? Und vor allem hier Versorgung. Alter. Ich glaube, das macht mehr Sinn, Freunde. Hier oben. Klar, ich brauche es wegen der Milch halt. Vor allem halt Rinderfarm und so. Aber glauben würde ich hier vermutlich eher auf Dinger verzichten. Die Düngerwerke. Vielleicht den rausknallen, damit ich hier jetzt ein bisschen weniger habe. Damit hier Nachfragen so nicht mehr so gewaltig ist, aber wieder mehr Dünger, okay. Also weil ich die anstelle, würde ich sowieso viel Dünger brauchen. Das wird gar nicht anders funktionieren. Dann hätten wir das eigentlich auch schon mal gelöst. Ja, klar geht natürlich alles runter, weil ich immer 400 mitnehme. Aber andererseits wird das dann das Problem auch schnell mal behoben sein. Da muss man sowieso anders gucken. Wir haben hier die Ware, ne, die ich da austeile. Da oben immer noch Minus. Das sehen wir relativ schnell, so gar nicht so schlimm ist eigentlich. Ah, kommt gerade runter. Ganz kurz angucken, Freunde. Nachher ist die Folge eh wieder vorbei. Ja, die Hacienda-Dinger. Die Farmen. Ist eigentlich alles platziert soweit. Es ist auch jetzt alles noch ein bisschen schöner gemacht, aber ich habe einfach Angst, es irgendwie anzuschmeißen. Und vor allem muss ich langsam aber sicher mal die hier, also Saint-Lomé, ja, da muss jetzt einfach eine Nähmaschinen, ein bisschen höher schalten, machen natürlich auch wieder Strom dafür, damit es ein bisschen schneller vorangeht. Aufgrund der Aluminium und so. Aber ich müsste eigentlich mal, ganz ehrlich gesagt, Prosperity, La Isla von der Fundo, jetzt doch mal anfangen niederzureißen, die Produktionen dort alles. Dass die Inseln hier ohne Güter vorkommen. Ich mache also nur über Manola. Natürlich sinkt das Einkommen dann, das ist mir auch klar. Dann könnte ich mal hier anfangen mit den anderen Produktionen. Wie zum Beispiel auch den Baumschulen und so weiter, die ich halt brauche. So, hier nochmal. Man sieht es relativ gut, auch hier mit den Melonen und so. Da haben wir alles, aber halt immer nur 50 ist jetzt halt offenbar ein bisschen zu wenig geworden. Tja. Das Problem hatten wir hier auch schon mal bei La Isla, von dem her. Ab und zwar das Schiff dazuschalten, dann geht das schon. Insellage 0, 52, super. Der ist halt weg. Im Lager haben wir noch ein bisschen Mist. Marine selber war kein Problem. Nachfrage, Versorgung. Ja, eventuell muss ich das auch nochmal ein bisschen hochschrauben, aber wie? Ich meine, ich habe schon das Silo drauf. Könnte interessant werden, wenn ich das noch anders handhaben will. Hier, ich meine, das ist so breit, ja, gar keine Chance. Doch in die Magazine noch reinpacken hier. Irgendwie was für die Rinder und so. Nutzpflanzenfarmen bringen natürlich gar nichts, weil es keine Nutzpflanzenfarmen sind. Aber wenn es halt um die Tierproduktion geht, da können wir noch was machen. Nutzpflanzenfarm wäre eigentlich der hier gedacht für die hier. Aber ein paar davon. Alle brauche ich eh nicht. Wie lange dauert das jetzt noch? Ja, komm, dann machen wir ganz kurz, dann haben wir schon mal eine Minute durch. Und im nächsten Anfang haben wir hier schon eine Elektroairbohrer, dann brauche ich das hier, die Route, die Ölroute, die ich gerade erstellt habe, nicht mehr. Und das sind noch hinter uns. Und ich kann dann, warte mal, Bau, genau, was ich jetzt zum Bauen so brauche. Das ist zum Glück ja ein Dreier. Warte mal, dann. Das Alvestus. Dann nimm doch hier bitte mal
Weil hier unten eh zu viel davon haben. Noch ein bisschen Dünger mit. Kann den 20 sein, irgendwie 25 oder so reicht. Genau, die Getränkezutaten, das fliegt nach alles weg, die meisten Routen hier. Ja, ziemlich alle, wa? Sicher mal die hier zunächst. Die Baumschulroute wird zwar umgewandelt, weil aber auch ja nachher alles auf La Isla baue, die ganzen Baumschulen. Schickt, glaube ich, nachher alles auf die Insel, auf Alvestus rüber. Müssen ein paar Routen anpassen. Ja. Das können wir so machen, wa? Die hier, wie gesagt, sollen jetzt hier mehr Produktivität haben, hoffentlich. Stimmt, wir natürlich jetzt müssen anfangen mit Zucker und Holz. Da geht es auch mal los hier unten mit Schokolade. Das war wiederum das Item, dass wir dann dass ich das Kakao nehme. Den haben wir momentan noch hier unten drin. Den haben wir schon mal umschalten, glaube ich schon, war. Ich habe auch hier nirgends Schokolade. Wie ein Huhn auf der Stange. Ich glaube, das wäre eine Option. Langsam aber sicher mal die alten Inseln abschalten und die Produktionen dort drauf. Puh, gar keinen Bock habe, ganz ehrlich gesagt. Oh, mal ein bisschen regionale Post drin. Schön. Ja, ihr nutzt es ja. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Ja, und jetzt machen wir natürlich mit dem nächsten weiter, aber... Ja, nur 9 Minuten wäre zwar schön, aber nee, komm. Später. Später gerne, jetzt nicht. Das heißt, das mache ich jetzt trotzdem mal ganz kurz. Jetzt kann ich ja den verschieben. Aber will ich das jetzt auch? Doch, ich habe gesagt, ich verschiebe die jetzt näher ran. Also nützt mir nichts, nur den zu verschieben. Natürlich wäre alle drei schön. Erstmal der hier oben, dann könnte ich die nach oben setzen. Vorübergehend. Nachher denen kann ich die hier näher ransetzen. Und dann zum Schluss noch den, wenn es nach ihnen dazu komme. Okay. Also ich wollte eigentlich das machen. Ach ja, war ja was, war. Ist eigentlich ein Grund von dem, glaube ich schon, weil die Ölbohrtürme sind ja egal. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Sie haben Post. Gut, dann glaube ich, habe ich schon mal relativ viel für die nächste Aufnahmesession bereitgestellt. Also mit der Post, ja, es sind noch nur 10, das finde ich jetzt auch gerade wiederum ein bisschen wenig. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr. Aber scheiß drauf. Aber eigentlich mit der Kaffeeproduktion ist ja alles noch cool, oder? Meine Tochter mag sie nicht. Okay, dass sie kaum Kaffee wollen, krass. Das mit deiner Tochter weiß ich auch schon längst. Mein Gott, nur einmal mit dir. Naja. Kann doch mal passieren. So, eben, das hier ist jetzt weg. Die Frage ist, wie weit komme ich mit dem? Oder heute weit dran? Aufgepasst. Ah, okay. Yep. Schönes Ding, Michael. Schönes Ding. Also, könnte schöner sein, aber ihr wisst schon. Genau. Hätten wir das oder eben dann irgendwie mal zu sagen, hey, die Orchideensuchbetriebe kommen nach unten hin oder machst irgendwie Länge nach oder so, kein Plan. Da kann man sich hier noch austoben oder alle, die nachher
nach unten ausrichtet, sondern was sie auch schon gemacht haben. Mit den Fällen und die dafür nach unten, das kann ich noch machen. Also das wird mir jetzt nicht großartig wehtun. Jo, und sage ich mal an der Stelle wieder vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Anno 1800. Jetzt aber endlich mal. Endgültig, Fußball können wir eigentlich nächstes Mal starten. Was wir tun, wenn man uns lässt. Wir kriegen ja Das ist, Einfluss was dafür. wir wirklich sind. Ein großes Festessen, mögliche Waren, Warenmenge 40 bis 90. Ein paar Dekorationen, also ein Ding einfach halt hinschicken oder sogar den hier nehmen. Ich glaube eher regional, war. Welt wäre zwar auch cool, aber naja. Oder ich sage einfach, wisst ihr was, ich stelle einfach den um. Hehe, dann plötzlich 1000 Einfluss ungefähr. Schon eine krasse Scheiße. So. Etwas, oder das letzte, was ich gucke. Öl. Ja, 24. Das ist jetzt 4 mehr als zuvor, war. Ich habe mich gerade mit Ihrem lächerlichen Erbe befasst. 4 mehr als zuvor, aber halt eben auch. Die Menschen lassen sie Nochmal einen haben, sind es 28 in dem Fall. Wenn ich den nachher noch verschiebe. Dann sind sie 28 plus mit dem Item. Könnte ungefähr hinkommen für die Eigenversorgung. Aber halt auch nur momentan, ne? Weil wenn ich die alle einschalte, nachher plötzlich mehr Strom brauche. Uiui, das wird ein Spaß ohne Gleichen. Warte mal, was ich noch nie gemacht habe, das Thumbnail ist hier. Ölquellen verschieben. Hehe. Was? Nein! Falscher Knopf! Ah, Spiel! Das Thumbnail grandios, muss ich schon zugeben. Also das kann man natürlich hier, Ölquelle. Wow, geil. Alles rund um die Ölquelle bauen. Na, Kumpel, siehst du auch so, wa? Irgendwie ein trostloses Bild war. Oh Mann. Freunde, trotz allem Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hoffentlich zurück bei 1800. Es geht schon voran. Vielleicht nicht so schnell, wie ich es gerne hätte, aber es geht. Wir kriegen da alles optimiert und so und läuft. Nächste Aufnahmesession. Mal gucken, eben ob ich da mal die alten Inseln, soweit mal langsam aber sicher zurückstufe, endlich mal. Ihre Zustimmung ist mir ebenso recht und billig wie Ihr Untergang. Okay. Ja, das ist die Warnung. Ich muss die Folge beenden. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.